Was ich von der Veranstaltung erwarte, also erstmal grundlegenden Überblick über die neuen Entwicklungen, die gerade der Ovi Store nimmt, aber auch die neuen Nokia Smartphone-Modelle. Ich wollte vielleicht auch die Möglichkeit nutzen, Entwickler hier kennenzulernen, weil ich selber keiner bin, um mich darüber auszutauschen. Und als letzten Punkt denke ich auch so allgemeines Networking hier unter den Teilnehmern. Im Grunde genommen, dadurch, dass ich mich beruflich ja sehr gut mit Nokia auskenne, erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr Ausblick, in welche Richtung es kommerziell gehen wird und speziell auch, wie das Zusammenspiel zwischen den aktuellen Symbian-Plattformen und Migo-Plattformen in Zukunft mit den Ovi-Diensten integriert werden soll. Ich wusste, dass hier sehr viele technisch ausgerichtete Spezialisten kommen, genau nicht mein Feld. Das ist aber auch genau das Spannende für mich dann. Also vor allem der Kontakt zu den Entwicklern ist für uns sehr hilfreich, weil wir halt als Journalisten nicht so zu den Leuten so die Kontakte haben und die kann man hier ein bisschen intensivieren, neue Erfahrungen sammeln und so, das passt schon ganz gut. Ich finde das Format super, ganz einfach deswegen, für mich als Teilnehmer ist es jetzt interessant, verschiedene Blickwinkel zu sehen, eben Journalisten, die als Blogger auftreten oder auch Entwickler. Ovi becomes much more a platform with cloud services, whether it's identity management, messaging, mapping, music, media, store, that will make available to third parties as well. So Ovi becomes much more, I would call it a DNA of the platform. So I think the focus has gone from what are we building to more how we build it. We will now in the next year do a dramatic shift from focus on services into focus on enablers, to make sure that every service, even third-party services on our devices, are, basically, I would say, adhere to the Ovi brand. Mein Beitrag heute, es geht darum, einfach das Publikum jetzt eine transparente Darstellung zu geben über 4 verschiedene App Stores, aus Apple App Store, BlackBerry World und Android Market, im Vergleich mit Ovi Store, was die Erfahrungen von uns sind, wie die Entwicklung sich gewesen ist. Und ich denke, dass diese Informationen sind nicht so oft gegeben für das Publikum, dass ein Developer einfach mal die Wahrheit sagt, und das werde ich heute tun. Ja, super. Es ist eine absolut angeregte Diskussion. Ich glaube, zu einem ganz spannenden Thema gerade, was alle auch umtreibt. Ich glaube, es ist mehr als das eigentliche Thema, nur ein Handheld, ein Telefon herzustellen, sondern man muss den App Store dazu haben, man muss die Nutzer dazu haben, man muss die Software dazu haben und das gehört heute einfach mehr dazu als einfach nur dieses eine Endgerät. Ich fand es sehr toll. Also ich fand vor allem, dass gerade seitens Ovi sehr offen gesprochen wurde, mit sehr offenen Karten gespielt wurde. Das ist sehr hilfreich. Das hilft auch, die Zukunft besser abzuschätzen. Ich bin sehr positiv überrascht, muss ich sagen, auch diese direkte Art, also dass man hier auch jemandem von Nokia, dem Michael Halper, gegenüber sitzt und dem diskutieren kann, finde ich also sehr, sehr wichtig und sehr gut. Also dass es nicht so eine Frontalgeschichte ist, das was präsentiert wird und dann geht man wieder, sondern dass man auch das Gefühl hat, das, was man selber sagt, wird möglicherweise auch in Betracht gezogen und dass man selber voneinander lernt. Das finde ich für Entwickler auch sehr wichtig und finde ich auch sehr schön, dass man also so in direkten Kontakt mit Nokia kommen kann. Also ich fand es super informativ, auch Informationen, die man so natürlich nicht überall bekommt, wenn man recherchiert. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier erhalten haben. Und was ich auch sehr wichtig fand, war eigentlich die Diskussion. Ich denke, das Auffälligste, das, was ich auch gehört habe von vielen Teilnehmern, war eben, dass es sehr dialogorientiert war, dass es kein Frontalvortrag von Nokia war, dass Nokia sich auch weitestgehend im Hintergrund gehalten hat oder andersrum ausgedrückt, anderen die Möglichkeit gegeben hat, ihren Standpunkt darzulegen, ohne jetzt explizit von Nokia oder aus dem Hause Nokia zu sein. Das ist sehr positiv aufgenommen worden und dass es eben eine gute Diskussion war und dass der Austausch gewollt war, auch die Kritik auch gerne
gerne offene Worte, auch an Nokia gerichtet. Also es war einfach keine Hofberichterstattung und keine klassische Pressekonferenz, sondern wirklich was ganz Tolles und für alle, denke ich, gewinnbringend.